Vor langer, langer Zeit haben einmal zwei Bauern nebeneinander gelebt. Der eine war reich und hatte ein grosses, schönes Landhaus. Der andere war arm und hat mit seiner geliebten Frau in einem kleinen Haus gelebt, wo überall Mängel hatte, doch das Geld zum Reparieren hat gefehlt. Der Reiche hat sich's gut gehen und hat immer mehr und mehr wollen. Der Arme und seine Frau haben ein mühevolles Leben gehabt und das Elend persönlich hat bei ihnen daheim gewohnt. Das Elend ist im Schornstein gesessen, während das Feuer drin brennt hat. Das ist leicht übertrieben, denn an dieser Feuerstelle hat nur eine schwache Flamme geflackert, wegen dem Elend. Und so ist es im Haus gar nicht richtig warm geworden. Ist der Mann am Mittag am Tisch gesessen, mit einem grossen Hunger nach strenger Arbeit, hat ihm das Elend über das Essen gekocht, so dass das Essen jedes Mal schlecht geschmeckt hat. Und wenn das arme Ehepaar am Abend müde ins Bett gegangen ist, hat sich das Elend einfach zwischen die gelegt. So, dass sie einander nicht einmal warm geben konnten. Einmal, an einem sonnigen Frühlingsmorgen, schaut die Frau müde aus dem Küchenfenster und sieht, wie es draussen blöd und herrlich ist. Auf das aber hat sie nur den Kopf geschüttelt. Wir würden ganz ein anderes Leben führen, da bin ich ganz sicher, wenn das Elend nicht bei uns wohnen würde. Das müssen wir jetzt einfach ändern. Sie läuft zu ihrem Mann und flüstert ihm etwas ins Ohr, so dass es das Elend nicht hört. Ja, Frau, du hast recht. Doch wie, ist die Frage. Die Frau hat schon einen Plan. Indem sie ihrem Mann ein paar Handzeichen gemacht hat er gerade verstanden, was sie damit meint. Schliesslich sind die beiden schon lange verheiratet gewesen und haben sich auch ohne Wort gut verstanden. Er hat den Plan perfekt gefunden. Auf das aber ist er in den Holzschuppen gegangen, hat ein paar Bretter rausgeholt und hat seiner Frau gerufen. Zusammen sind sie mit diesen Holzbrettern zum Wald gelaufen, wo in der Nähe von ihrem einfachen Haus war. Hinter ihnen ist das Elend ihnen gefolgt. Beim Wald angekommen, sind sie reingegangen, bis sie zu einem tiefen Fluss gekommen sind. Dort hat der Mann die Bretter drüber gelegt, dass er und seine Frau gut das Gewässer überwinden konnten. Das Elend auf den Fersen hintendrein. Am anderen Ufer angekommen, läuft der Mann zielstrebig weiter. Er weiss von einem Baum, der tief im Wald steht, wo hohl ist. Wo sie den Baum endlich erreicht haben, ist die Frau am Boden gesessen. Der Mann hat den Ast vom Baum abgeschnitten, ist zu seiner Frau gesessen und hat daraus Kehl geschnitzt. Gewunderig kommt das Elend näher und schaut, was der Mann anfertigt. Ich halte es nicht mehr länger aus, zusammen mit dem Elendsleben, sagt der Mann laut und deutlich. Ich würde mich in dem hohlen Baum einschliessen, wo ich einfach wieder zu meiner Ruhe komme. Kannst du mir dabei helfen? Ja, selbstverständlich helfe ich dir, mein Liebster, sagt auf das aber die Frau. Wo das Elend gehört hat, hat ihm das gar nicht gepasst. Das Elend hat nicht wollen, dass man sich von ihm entzieht. So hat sich das Elend einfach vordrängt, wo der Mann den ersten Schritt in den hohlen Baum gemacht hat und ist vor ihm drinnen gsi. In dem Moment nimmt der Mann sein Bein wieder aus dem hohlen Baum und zusammen mit seiner Frau bringen sie sofort die Bretter vors Loch und tun die Bretter mit den geschnitzten Keil fixieren. Wo sie das Elend in dem hohlen Baum eingesperrt haben die beiden seit langem wieder einmal laut und herzhaft gelacht. Glücklich sind sie Hand in Hand heimgelaufen. Es hat ausgesehen, als würde das Glück schon greifen, denn auf dem Heimweg haben sie einen Geldbeutel voller Münzen gefunden. Von jetzt an hat es sich anders leben. Das Feuer hat wieder prächtig gebrannt, das Essen war einfach köstlich und am Abend im Bett ist es gemütlich, kuschelig und warm gsi. Und die beiden haben gute und erholsame Nächte wieder geniessen.
Im Garten ist plötzlich alles besser gewachsen und die Hühner haben mehr Eier gelegt. Ja, sie hatten plötzlich so viel gehabt, dass sie einen Teil auf dem Markt verkaufen konnten. Die Frau hat viel gesungen bei der Arbeit. Die beiden haben gefunden, so macht das Leben wieder richtig Freude. Doch der Mann hat einfach immer wieder Angst gehabt, dass das Elend aus dem Baum könnte entkommen und ihnen das Leben wieder schwer machen. Aus diesem Grund ist er einmal in der Woche zu dem Baum gegangen und hat nachgeschaut, ob die Keile auch wirklich noch fest sitzen. Ist einer von ihnen ein bisschen locker gewesen, hat er ihn sofort wieder fest in den Boden geschlagen. Der reiche Bauer neben ihnen hat mitbekommen, dass es ihnen besser geht. Die müssen den Schatz gefunden haben, Hat er sich selber zugeredet. jede Woche läuft der Mann nämlich in den Wald. Der geht sicher dort jedes Mal wieder ein bisschen von dem Schatz holen. Der meint, dass ich das nicht merke. Der unterschätzt mich völlig. So ist der reiche Bauer einmal im Armen gefolgt. Wo der beim Baum angekommen ist, hat er gesehen, dass er beim einen oder anderen Kehl draufhaut. In diesem Baum muss er einen Schatz versteckt haben. Denkt sich der Reiche. Obschon er schon reich war, hat seine Gier keine Grenzen gekannt. Er hat gewartet, bis der Arme wieder heimzuläuft. Nachdem ist er aus seinem Versteck vorgekommen, ist zu dem Baum gelaufen und hat dort sofort angefangen, alle Kehle rauszuziehen. Er hat kaum gewartet, den erwarteten Schatz zu sehen. Doch, wo sich die Holzbretter ein bisschen gelockert haben, ist das Elend einfach rausgeschlüpft. Das Elend war glücklich, wieder in der Freiheit zu sein, und der reiche Bauer musste feststellen, dass im hohlen Baum kein Schatz auf ihn wartet. Von diesem Tag an hat das Elend im Haus vom Reichen gewohnt. Denn auch die Reichen sind nie sicher vor dem Elend. Es braucht Liebe und Gutmütigkeit, um vor dem Elend geschützt zu sein. Oder manchmal hilft auch eine List.